very happy now to welcome our first guest from Vienna. Hello, Verena. How are you doing? I'm fine, thank you. And you? You good? Very well, thank you. Yes, Yes. thank you. Nice to So, see you. You are Verena Dürr, you're from Vienna, and you have studied transmedia arts. You're an author, musician, and a social worker. You're part of the literary punk band Smash to Pieces. So you work a lot with texts, but then you transform these texts by sharing them across different artistic formats such as music, books, listening plays, exhibitions. So just why are texts important in your artistic work, and what is their role? For me, words are, I would say, very concrete. So you can build on them, and but you can also build much around them. So for me, I think it started with storytelling. When I was a child, I always told myself a lot of stories, and yeah, they were inspired by books I'd read, and as well as music. My father had a big LP collection, and also TV shows. And yeah, I like to think because I missed a role in all that stories, a role which I could really identify with. I invented one. And maybe this is the reason why I became so passionate with words, because I assume that this is still the function, the impact of text, of storytelling, of words in my work. They create a role for me inside of it. And yeah. Another big part, or also a big part of my artistic work, is trying to find the right words for what is going around me, actually, and what is with the world and what happens. So yeah, the constant process, I would say. Yeah. So you were so kind to prepare a written piece that you're going to read to us for this San Jordi celebration. We asked you, well, the general theme was also love to the word, or loving the word. And in your writing, you focus on the experiences as a female artist in our society. What is it that you think should change? Okay, the speech I wrote for this festival is about female role models and female references in culture. So there are great female writers and musicians and artists in history, but yeah, they are far outnumbered in the canon in art history. Maybe there were a lot more of them, like Shakespeare's sister, but we don't know them, and they are forgotten. Yeah, I think it already changed a lot since the Me Too movement. Feminist topics become more and more significant. And yeah, as I'm aware of, in the art community of Vienna, feminism is already an important part of discussions and artworks. But yeah, you can see by now many big publishers in Germany and Austria publish an equal amount of female and male writers. But then you look closer and the male writers get more publicity, more reviews, more important prizes. And I would say, so we have progress. We have more or less the same conditions sometimes in some countries, but we still don't get the same attention as our male colleagues. But we need the attention to join the canon and the canon of the future, and make impact into art history. So yeah, my opinion is it is still very important to invite female artists and to talk about them and to promote them and to give them a stage like you do now. Well, I mean, thank you very much. But in any case, we think that it's just also exactly like you say, important to give you the possibility to be seen, to be heard. Nevertheless, for sure, as well, now the Corona crisis is also provoking that many female artists and women in general are now handling their work, and besides the family and besides all the other things, and locked away, so to say. So it's definitely, I guess, not an easy situation. Yeah, we have to make sure that they are not going invisible. So maybe this format is one of the possibilities, like video conferences and video readings and
other things. Yeah. All right. So thank you, Verena. I'm already going to say Thank you goodbye too. because this is a short interview, and now we're going to see your reading and the video that we recorded. And also for you, if you're interested in following her work and her career, we have a short summary for you prepared and like an introduction card that will appear just before the video. So thank you very much, Verena, and I hope one day to see you in Barcelona See you or in live. Vienna in person. Muy bien. Gracias. Muy bien. Stay healthy Adiós. and Yes. enjoy the evening. Thank you. Thank you. Bye bye. Hallo, guten Abend aus meinem Wohnzimmer. Mein Name ist Verena Dürr und ich bin Autorin und Musikerin und eingeladen, die Veranstaltung Ritterinnen mit Pantoffeln mit meinen einleitenden Worten zu beginnen. Bevor ich beginne, allerdings eine kurze Erklärung von Personen und Begriffen, die ich im Text erwähne und die vielleicht nicht ganz geläufig sind für alle. Laurie Anderson ist Performancekünstlerin, Filmregisseurin, Komponistin und Pionierin der elektronischen Musik. Größere Bekanntheit erreichte sie 1981 mit ihrem Songhit Oh Superman. Wenn man so wie ich vor 15 Jahren etwa mit Lyrik, Performance und Musik, elektronischer Musik gearbeitet hat und eine Frau war, dann gab es nicht so viele Vorbilder und man wurde schnell einmal mit Laurie Anderson verglichen. Das nächste ist A rose is a rose is a rose. Den Satz kennen, glaube ich, alle. Er ist jedenfalls von der auch berühmten Schriftstellerin, Verlegerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein, die ich auch sehr schätze. Deswegen hängt sie hier im Übrigen als Porträt von Pablo Picasso gemalt an meiner Wand. Und mit Shakespeares Schwestern referiere ich auf Virginia Woolfs feministischen Essay A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein, übersetzt, in dem sie argumentiert, dass wenn Shakespeare eine Schwester gehabt hätte, mit derselben literarischen Begabung, sie hätte als Frau zu ihrer Zeit einfach auch keine Chance gehabt, diese in irgendeiner Form zu nützen, auszuleben, kein Wort geschrieben. Ich beginne. 1. Ich bin wie ein Wort. Ich war vieles und ich werde vieles sein. Ich war Sor Juana Inés de la Cruz, Afra Ben, Olympe de Gouges, Louis Michel, Virginia Woolf, Ilse Eichinger und Laurie Anderson. Ich bin Musikerin und Küchenhilfe. Ich bin Performancekünstlerin und Bäckereiangestellte. Ich bin Freundin, Kollegin und politische Aktivistin. Ich bin Schriftstellerin und Studentin. Ich bin Social-Media-Betreuerin und Sozialarbeiterin. Ich bin in diesen Worten. Ich bin das In am Ende dieser Worte. Wie Sor Juana Inés de la Cruz lerne ich nicht, um mehr zu wissen, sondern um weniger zu ignorieren. Will, wie alle Frauen sollten, Blumen am Grab von Afra Ben niederlegen. Of course, a rose is a rose is a rose. Nur ich bin keine Rose, keine Blume. Ignoriere mich nicht durch Schönheit mit Worten. Das Wort ist nicht Frau. Es ist nur eines von vielen. Ich bin eine von vielen. Hör mir zu.
2. Die Geschichte der Worte ist die eines Archivs, einer unentwegten Nennung. Die Geschichte weiblichen Schaffens ist eine Ellipse, Auslassung. Wie viele Autorinnen wohl in den letzten Wochen ihre schriftstellerische Arbeit auf unbestimmte Zeit eingestellt haben, weil die Schulen und Kindergärten nun geschlossen sind. Wie viele angefangene Romane, Essays und Gedichte, Musikstücke und Hörspiele, wie viel Liebe zum Wort ad acta gelegt werden muss, weil die Künstlerin jetzt wieder kostenlose Nächstenliebe zur Verfügung stellt. Dabei ist es doch erst 100 Jahre her, dass Virginia Woolf nicht nur für alle Schriftstellerinnen ein eigenes Zimmer forderte, sondern sich auch vom Mord am Engel im Haus freisprach, jener Person voller selbstloser Aufopferung und unübertroffen in den schwierigen Künsten des Familienlebens. 3. Meine Kunst dreht sich um Geschichten. Wie sie entstehen, was passiert, wenn man sie vergisst und wie sie unser Leben beeinflussen. Momentan habe ich aber Probleme, den Geschichten auf den Grund zu gehen, weil sie in Windeseile an mir vorbeiziehen. So Laurie Anderson. Geschichten sind überall und sie alle haben ihren eigenen Rhythmus, ein Drehmoment. Manchmal dreht sich alles um das stundenlange Einsprechen, Aufnehmen von Worten. Das Erlernen der Technik, der Sprech genauso wie der Computertechnik. Das Arbeiten mit Wiederholung, das Verfeinern des Ausdrucks, das Heben und Senken der Stimme, das Filtern der Frequenzen und Modifizieren der Hüllkurven. Manche Passagen sitzen von Anfang an. Manche bleiben ewig unerhört, missverstanden. Manche warten nur auf den richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Stimmung. Vielleicht ist das meine Geschichte. In einer anderen Geschichte geht es um Farben und wie sie im Verhältnis zueinander stehen. Es geht um Formen, um Normen, um Diskussionen, darum einen Punkt zu machen, einen eigenen Punkt, ganz für sich allein, a room of one's own, a beat, Interpunktion, Kommunikation, Attitüde, Geste, Ausdruck. Vielleicht handelt auch diese Geschichte von mir. Vielleicht ist es Anschauungssache, eine formale Angelegenheit. Laurie Anderson meint, dass Leute immer dann das Wort Performancekunst sagen, wenn sie nicht wissen, wie sie das, was sie machen, nennen sollen. Manchmal weiß ich es auch nicht, was ich da mache. Vielleicht ist die ganze Geschichte auch eher ein Bild, eine Skulptur, Collage. Es kommt jedenfalls zum Ereignis. Es kommt sogar zu einer ganzen Menge von Ereignissen. Es kommen auch wiederkehrende Charaktere vor. Dennoch hat mein Leben keine Handlung im eigentlichen Sinn. Es ist Performancekunst mit einem hohen Wortanteil, aber ohne erkennbare Dramaturgie. Höchstens anfänglich ein Leben und endlich ein Sterben. Doch Leben ist kein besonderes Wort und Sterben auch nicht, sagt Ilse Aichinger. Und ist das vielleicht jetzt eines anderen oder einer anderen Geschichte? Meist kommt es ja gar nicht darauf an, was erzählt wird oder wer, sondern wie. Nicht, ob man etwas hören, sondern ob man etwas spüren kann. 4. Wenn sich viele Worte versammeln und den Mindestabstand nicht einhalten, sondern richtig eng zusammenrücken, dann stecken sie sich mit Sinn an. Aber auch mit Unsinn. Worte sind unzuverlässig und zuverlässig. Ich liebe das Wort, aber ich liebe das Wort Frau nicht. Worte schreibt man auf, aber sie schreiben auch zu.
Eigenschaften, Fähigkeiten. Sie bestreiten mehr, als sie denken, als sie erdenken, als sie öffnen. Gerade deshalb müssen die Kontexte her. Vielfältig sollen sie sein, im Umgang mit Kultur, Politik und Gesellschaft, auch in der Ästhetik. Virginia Woolf meint, Worte sind wild, frei, unverantwortlich, um nicht zu lehren. Man kann sie einsortieren und sie in alphabetischer Reihenfolge ins Wörterbuch stecken, aber dort leben sie nicht. Ich sage, sie gehören jedenfalls gebändigt. Das ist die Kunst, die Sprachkunst. Wir werden es heute noch erleben. In Musik, in Gesten, mit Witz vielleicht, auf jeden Fall aber Rhythmus. 5. Heute ist St. Jordi. Und vor dem sagenhaften Hintergrund von Drachen und Rittern und Prinzessinnen werden Frauen in Katalonien mit Rosen beschenkt. Sicher hätten viele von ihnen lieber Bücher, denn heute ist auch Tag des Buches. A rose is a rose is a rose, aber kein Buch. Der 8. März, der internationale Frauenkampftag, ist fast unbemerkt dem Lockdown zum Opfer gefallen. Kein Wort in den Medien, kaum eine Erwähnung. Die Prioritäten lagen woanders, wie sie nur allzu oft woanders liegen. Deswegen sollten wir jede Gelegenheit ergreifen, weibliche Kulturproduktionen in den Fokus zu rücken. Die Liebe zum Wort wohnt allen Geschlechtern inne, doch und gerade an einem Tag, an dem man sich an Cervantes und Shakespeare erinnert, kaum aber an Shakespeares Schwestern, die es gab, gibt und von denen auch heute sicher einige geboren werden, lohnt es sich, das weibliche Schaffen in den Mittelpunkt zu stellen. Danke. Danke an die Delegation der katalanischen Regierung für die Einladung und die Bühne. Danke an alle Mitarbeiterinnen, die es möglich gemacht haben, die Veranstaltung trotz der verrückten Umstände stattfinden zu lassen. Und ich freue mich jetzt hoffentlich gemeinsam mit Ihnen auf einen schönen Abend und ein sehr interessantes Kulturprogramm mit meinen Kolleginnen, die Sie jetzt dann unterhalten werden. Dankeschön.